Yo, big up, fit for my boy DJ Fabrice in the town, you know. Yes, sir. Pull up. Yo, herzlich willkommen auf meinem Kanal mit einer neuen Folge «Komm mit». Wir gehen mit dem DJ Fabrice und seinem Booker Champagne Abi mit. Wir gehen in den Club Aura. Ich blende euch kurz den Flyer ein. Ich werde die Kamera mitnehmen. Wir werden den Fabrice ein bisschen ausfragen, wie es so ist als DJ. Und ja, ich würde sagen, dann sieht man sich bei ihm. Peace. Angekommen. Alhamdulillah. Hey, nein, Book of Easy. So, guten Abend. Willkommen bei Book of Easy Show. Komm mit. Teil 3. Teil 4. Geil. Ja. Komm mit DJ Fabrice. Er sucht noch sein Tüchli. Er sucht noch sein Hermes-Tüchli, wo da... Er meint, er ist Shindy, aber es ist... Wo gehen wir heute eigentlich? Wir machen jetzt kurz einen Zwischenhalt in Wetzikon. DJ Angels Rodriguez leitet im Wetzikon. Im Boccia-Zelt. Nachher gehen wir ins Aura. Aura wird geil. Ich bin am Schreien, die Kamera läuft. Nimm nicht viel, Bruder, nur ein bisschen Nivea auf die Hand. Ich muss mein Gesicht verspannen. Bruder, ich hole dir jetzt das Gesichtscreme. Geiles Sicht. Danke vielmals. Aber dann dürfen wir nicht anhalten. Dann müssen wir irgendwo dafür fahren. Weil sonst, we have problems. Fabrice hat gesagt, vielleicht Special Guest im Club. Tonight? Ja. I don't know. Wer ist Special Guest? Er hat gesagt, irgendwie... Darf man anteasen? Irgendetwas, der Butcher. Wer ist das? Habe ich auch nicht gekannt. Und er hat gesagt, wenn es ganz gut käme im Optiv, aber das ist... Nein, das ist Luft. Schau, wer hat Tüchli gefunden? Wo hast du Tüchli gehabt? Am Boden. Er ist am Boden gefallen. Er meint, er ist Schindy. Du anlehnen bitte, nicht zuklatschen, die Scheißtüren. Jetzt hat er einen Schock von seinem Leben bekommen. Was für ein gottloser Mensch. Wie, gehst du nicht holen, gell? Du bist ein Peach. Ey, fahr jetzt in die Pronto-Tankstelle und ich kaufe dir 10. Wir nehmen euch mit, ich kaufe euch 10 Gesichtscreme. Egal. Jetzt gehen wir auf Wetzikon. Also, los. Angels besuchen. Get the fuck on my dick. Get out my dick. Get the fuck on my dick, nigga. Get out my dick. Bitch. Get the fuck on my dick. Get out my dick. Man, fuck them niggas. I come home and I don't tell nobody. They getting temporary dough and I don't tell nobody. Lord, will you take me? Prozente. Ich will Prozente. Fuffi. Jackpots.ch. This is the part that the thugs skip. Young nigga never had love, you know. Foot massage, back rub shit. Blowing bubbles in the bathtub shit. That is until I met you. Together we don't watch. So, Wetzikon Kilby dann. Gell, wie ist es eigentlich so als DJ mit dem Alkoholkonsum so am Set? Es ist schwierig zu sagen. Also ich bin einer, der gar nicht Alkohol trinkt. Ich bin da mit Red Bull und Wasser eigentlich gut bedient. Aber ich kenne recht viele DJs, die sich einfach totsaufen während dem Gig. Ich könnte es nicht. Vielleicht könnte ich locker besser auflegen. Aber nichts für mich. Ja, besser nicht. Hast du noch verkackst? Ja, sag's nicht. Also jetzt gehen wir an einen eigentlichen Ort des Geschehens, ins Aura, oder, Jam? Ja. Unser Uber Black. Night out, it's a different mode. I'ma have to make a paint of 6 on a pinky toe. Heard you with a shooting guard. Just let a nigga know. I would. DJ Fabrice. Fabrice? Wieso eigentlich Fabrice, Digga? Aber viele denken, ich heiße Fabrizio zum Vornamen. Dabei heiße ich eigentlich Rigi oder Chris, könnte man sagen. Und Fabrice ist eigentlich eine Mischung zwischen Fabregas und Breezy. Also Fabregas der Fußballspieler, der damals bei Arsenal gespielt hat. Und Breezy, natürlich Chris Brown, Breezy, riesen Fan. Und so hat sich das ein bisschen gegeben. Also nicht irgendwie eine grosse, wie soll ich sagen, grosse Philosophie dahinter. Gut, muss ja nicht immer eine grosse Philosophie dahinter sein. So. Easy. Solange, Voll. Bei mir ist halt Fisi gerade so wegen dem Spitznamen. Aber es gibt ja auch viele Künstler, die nicht eine spezielle Story dahinter haben. So. Voll, aber eben so im Rückblick habe ich nie gewechselt. Ich wollte mal wechseln, aber ich bin nie auf einen neuen Namen gekommen. Und so, wenn du überlegst, ich habe die ganzen Plakate von Fabregas auf dem
Kennst du so, wenn du früher die Plakate aufgehängt hast, so, wo du den Über dem Bett Fußballheft oder so. Ja. über dem Bett und ein T-Shirt von ihm und so und immer Chris Brown gehört. Also von dem her hat es mich schon geprägt und ich mache jetzt auch Musik so im Hip-Hop-Bereich. Also von dem her Sehr strong. gerechtfertigt der Name. Spin a block twice like it ain't nowhere to park. Smack the backside of his head like he bark. OVO for well, we come out when it get dark. Big stepper, he came in a rose, but he left in a stretcher. Let my brother drive while I shoot, team effort. Asking all these questions, bitch, you must think you Nadeska. The chopper like to fill on all the optics of molester. I be with my gun like Rose be with lemon pepper. She wanna hear some Afro beats cause she just popped a Tesla. All that working out, that nigga must think he a wrestler. But this ain't UFC, this chopper came with a compressor. Also, wir haben zusammen angefangen. Das ist James, ich kenne ihn wirklich seit 5-6 Jahren. Er hat immer an mich geglaubt und wir machen den Shit in Zürich crazy. Du hast uns geglaubt? Ja, sicher. Und schau, was heute wird. Heute wird's crazy. Wird wieder easy. What's up? Der Monte, kannst du Put your blick up. Come around acting scared, get your shit tucked. Fell in love with feeling dizzy, so I spizzin'. I got mad love for the boy, yeah, that's my twizzin'. If them niggas keep on dissing, slide a gizzin'. We the reason. Was bij mijn DJ in de playlist te vertellen. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I heard. Like a Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I heard. When I walk in the spot, 30 on me. Buy at the club, niggas know that I'm paid. Bitch, I'm a thot. Get me lit, I can't fuck with these niggas cause niggas is gay. All in my page, sucking dick. All in my comments and screaming my name while I'm in the club. Throwing them hundreds and fifties and ones. I smoke, they know I'm wildin'. If I'm on the island, I'm snatching the cell. Brody got locked, the night is bail. Until he free, I'm raising hell. Tell my shooters call me FaceTime. For all the times we had to FaceTime. 3D nights, we doing state time. If you need the glizzy, you can take mine. Please don't come up to mine. You know I'm like that, I'll make a movie like TNT. Black 30 on me, as you really want it. I bet I air it like DMB. Now they blue island in my section, and I keep that 38 for the weapon. Remember when I came home for correction? All the bad bitches in my direction. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga. And she throw it back for a nigga. Yeah, she throw it back for a nigga. Like a Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I heard. Like a Mary. Billie Jean.
left oder right, lebst wie du vibest, nimm ein Bier oder zwei. Es ist 2:15. Sie stellt ein ganzes Viertel auf Eis, Kommen auf der Hintertür rein. Zürich ist die Town, Bounce, bewegt mich aus der Lounge, sag Zürich ist die motherfucking Sektion. Jeden Morgen beim Aufstehen mach ich, was ich Lust habe, noch will noch mehr. So hinten im Auto vom Gym. So 2, 3 Fragen vielleicht, die euch Zuschauer interessiert an Fabrizi. Wir haben ja auch vorher gerade angeschnitten, Alkohol beim Auflegen oder was sein Name überhaupt bedeutet. Und vielleicht ist auch noch eine gute Frage so wegen dem Verdienen. Ich weiss nicht, du bist Tour-DJ von Sektion, oder? Ja, voll. Also ich bin nebenbei halt bei jedem Konzert dabei von Sektion, Tour-DJ. Auch Open Airs und sonst auch Events. Dort ist es ein bisschen unterschiedlich mit dem Verdienen wie jetzt zum Beispiel im Club. Also ich war auch früher irgendwie an Hochzeiten, wo ich aufgelegt habe. Es sind Preise, die du dir nicht vorstellen kannst als DJ. Aber da bist du aber auch den ganzen Abend zum Beispiel am Auflegen. Aber für so einen Clubabend da kommen schon ein paar 100 Franken zusammen. Ja. So, jetzt, ich meine, jetzt mit der Sektion hast du vielleicht mal so fixe Auftritte. Sonst musst du ja schauen, dass du wahrscheinlich Auftritte reinbekommst oder der Booker, also der Gym. Cool. Wie war es jetzt in den letzten 2 Jahren mit dem Coroni Moroni? Ist sicher ein bisschen schwierig gewesen, ja? Also wie Coroni Moroni, also hast du dich dort über Wasser gehalten? Ich sage dir ehrlich, also ich arbeite nebenbei 100% als Shopmanager, also ja, E-Shopmanager im E-Commerce. Aber nicht irgendwie so Dropshipping-Scheiße, wo alle Leute so denken, wo die Videos siehst schon mal auf Insta, hey, willst du Geld verdienen und so. Nein, ich bin fix angestellt eigentlich bei einer Firma und dort betreue ich eigentlich einen E-Shop. Und das ist so mein Alltag unter der Woche. Ja, das Ding ist, dort habe ich mich die meiste Zeit eigentlich beschäftigt und Auflegen war für mich gar kein Thema gewesen, auch nicht so Homepartys oder so. Ich hatte irgendwie wirklich gefühlte 2 Jahre Pause gehabt, wegen Corona. Auch einbüßig natürlich mit dem Cash, aber das ist ja zweitrangig dann schlussendlich. Ja, voll. Aber es hat mir gefällt. Also quasi auch jetzt, wenn das Auflegen mal nicht mehr wird, dann wirst du dort im E-Commerce weiter quasi deinen Platz haben. Also. Das ist immer so ein bisschen, also ich habe schon früh angefangen. Ich hatte mal einen Lehrmeister, der hat gesagt, hey, willst du wirklich berühmt werden mit Auflegen, du bist kein DJ Antoine und so. Und er hat es mir schon in der Lehre gesagt, so konzentriere dich auf die Schule. Und ich dort mit der Französischnote von 3 gewesen, gegenüber ihm am Hook und er hat mich voll fertig gemacht damals. Und seitdem habe ich mir eigentlich immer gesagt, ich mache einen Plan B, mache etwas Gescheites nebenbei, wo mir auch ein bisschen Spass macht. Ja, voll. Ich denke jetzt auch, wenn du jetzt in den Clubs immer wieder mal so etwas Ähnliches oder das Gleiche aufleist, wird das dir nicht langweilig oder wie bringst du Abwechslung so in deinen Job in irgendwie? Das ist manchmal noch schwierig, nicht? Ja, es kommt immer darauf an, wo du halt bist und wo du aufleist. Und das Ding ist halt, wenn du wirklich für das gleiche Genre so spielst oder für die gleiche Party sozusagen, dann bist du Freitag, Samstag immer mit den gleichen Tracks unterwegs. Also ein paar DJ-Kollegen kennen das von mir. Aber ich denke sicher, so DJs neue Sound bauen und so, oder Sound, den niemand kennt, zwischendurch, wo vielleicht auch fetzt und vielleicht irgendwann mal berühmt wird, das ist sicher so ein Key, den die meisten machen sozusagen. Ja. Hast du irgendwie Ritual vor einem Auftritt oder gehst du einfach normal dort hin, spielst dein Set und gut ist? Also ich bin so einer, ich bin immer im Stress, egal was passiert. Also heute auch wieder bin ich voll im Stress gewesen, meine Sachen gepackt. Ich war gestern schon unterwegs gewesen, heute bin ich den ganzen Tag unterwegs gewesen. Und dann ein riesen Chaos im Bag drin. Das ist so mein Ritual eigentlich kurz davor, sich vorbereiten auf das Event. Dann natürlich, wenn jetzt zum Beispiel steht Afrobeat oder Hip-Hop, dann mache ich meine Playlist. Gehe nochmal die Songs durch, die ich spielen will. Oder was im letzten Session gut angekommen ist, die picke ich dann raus und baue mir eigentlich ins Set rein. Und relativ, also heute haben wir, ich glaube, so vor witzigen Kilby und so, haben wir einen durchgegeben. Sehr starke Alkoholdrinks gewesen. Aber in der Regel ist es recht ruhig und chillen die heim und machen nicht viel mehr. Wie hast du angefangen mit dem ganzen DJ-Zeugs? Also, gibt es irgendeinen Punkt im Leben, der dich dazu bewegt hat, so jetzt wollte ich das machen? Oder?
hast du einfach schon immer Interesse an der Musik gehabt, am Auflegen? Ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen so ein Flow reingegangen, sozusagen. Ich war meine Mix am machen mit YouTube, sozusagen, so mit Videoconverter damals noch im 2010 und so, die Wiz Khalifa Tracks zusammengemischt und so. Auf YouTube hochgeladen, natürlich Urheberrecht verletzt und alles. Und dann ist das erste Mal, kann ich mich gut erinnern, in der Oberstufe ist der alte Lehrer gekommen, das war ein geiler Sieg. Der hat gesagt, er war früher ein DJ und er wollte mir ein bisschen zeigen, er hat meine Mix gehört und ich finde es geil. Und dann hat er mir das ein bisschen gezeigt mit seinem Mischpult und 2 CD-Player. Und dann habe ich schon den ersten Gig eigentlich in der Oberstufe am Schulball. War heavy und seitdem eigentlich so Jugendtreff, Geburtstag, Homepartys aufgelegt und so auch den Weg in die Clubszene gefunden. Also ursprünglich kommst du von Reichenburg bisher? Genau, also die meisten denken, hey, Fabrizi kommt von Glarus, von dem Loch dort hinten. Nein, also die es kennen, die Homies von Reichenburg 8864 im Kanton Schwyz, die natürlich kommen ursprünglich von dort und das ist nicht in Glarus, ganz wichtig zu erwähnen, im Kanton Schwyz. Und dort habe ich so ein bisschen meine Leute und meine Fanbase und auch Projekte, die ich damals gemacht habe als Jugendleiter, so kleine Sachen. Ja, voll. Und da bin ich jetzt seit kurzem auf Zürich gezogen. Geil, geil. So Nationalität vielleicht, also bist du Schweizer oder hast du noch ausländische Wurzeln? Das würde vielleicht noch ein paar interessieren. Ja, voll. Also, die meisten denken irgendwie Spanier, Italiener oder so. Man sieht es auch nicht auf den ersten Blick, aber ich bin tatsächlich noch halber Thailänder. Thailänder, das ist so... Also ich hätte jetzt eher Italiener gedacht, ja, Thailänder. Nein, ja. Thailänder voll. Meine Mama ist von Thailand und mein Vater ist Schweizer. Und ja, auch so ein bisschen aufgewachsen, nicht in dem Standort Schweizer Ding, so Bünzli 0815. Also schon so, wie man es kennt, genau. Oh, jetzt so schön gechillt, noch mit Massagesitz. So, wir beenden den Abend. Danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Folgt Book of Easy auf Instagram, Book of Easy auf Twitch. Und kommt amigs in die Online-Casinos Runden mit uns. Jeden Fuffi. Danke vielmals. So, das war es mit der 4. Folge. Komm mit. Ich hoffe, euch gefällt die Videoreihe. Lasst sehr gerne ein Like, einen Comment und ein Abo da. Checkt die Jungs aus, ich habe sie alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, Cem, Outro ab dafür. Und dann sieht man sich, wenn es wieder heisst. Oh, der Book of Easy ist drin, Jungs! Wunderschönen guten Abend. Mein Name ist. Ich starte einfach mal den Vlog und ja. Was machen wir? Was ist der Plan für heute? Vergiss das nicht, auch wenn es nicht im Video reinkommt. Aber der Mensch, wenn er mal irgendwo in Not ist, ich helfe ihm nicht. Ciao, ciao. Ciao, ciao.